bloos een beetje halb. Ik wil 3 gonen en 2 mensen vergelijken, eine vom Oude en eine vom Nieuwen Testament. Im Oude Testament denk ik aan Sarah. Gott versprach aan Abraham einen Sohn. Sie wären al beide alt, en körperlich wäre das für ihn bloß ganz allmählich noch ein Kind zu haben. Nachdem, dat sie so 10 Jahre gelürt hadden, dacht Sarah. Aber vielleicht mat wie du to wat daunen en selbst eine Lösung finden. Gott wie jedei, wat uns die göttliche Idee geeft noch einen Sohn zu haben, dort wir seine Idee aber nicht passiert. In genau auch, Sarah fand eine praktische Lösung, und daher wird Ismael empfangen. Aber Ismael wird nicht der versprochene Sohn, und er wird ein Problem. Wo die Geschichte wieder geht, ist sehr bekannt und geht von 1. Mose, Kapitel 16, und wieder zu lesen. Im Neuen Testament kam ein Engel zu Maria und sagt, und sei mal, du wirst schwanger sein und wirst einen Sohn zur Welt bringen, und du sollst ihm Jesus nennen. Maria frug den Engel, wo soll das werden? Weil's noch kein Mann bei mir gewast ist. Lukas 1, Vers 31 und 34. Gott sein Versprechen mög Wahrheit sein. Ging Maria nur Josef, sich einen Brief zu versichern, in dem sie sagt, weil wir mal ein Kind haben? Dankbarerweise deed sie dort nicht. Wir weiten alle, wo die Geschichte wiedergeht, und sie bracht Jesus, dem Sohn Gottes, zur Welt. Wenn Sarah auch diese Ismael-Idee hat, verschmäht Gott doch nicht. Er bleibt mit ihrem Taub wieder auf dem Weg. Gott weiß immer, wo er mit uns wieder machen will. Jo, nu dat Ismael door wir dort schwander aus, wann die du nicht gewast wir. Denk an die Streitigkeiten mit seiner Mutter und Lothar mit seinem Halbbruder Isaac, Abraham sein Sohn mit Sarah. Schließlich musste Abraham Ismael und seine Mutter Hagar wach in der Wüste anschauen, wo Gott ihn trat. Aber bald von Tag sind Isaac und Ismael immer noch im Streit miteinander. Aber Gott mögt wieder mit, was er mit Abraham und Sarah verhat, als sie ihren Fehler ansagen und, ich glaube, dass sie ihren Fehler für Gott bekannt haben. Nu wären sie Gott gehorsam, indem sie Ismael an die Wüste anschackten. Indem sie dort deuten, stellten sie ihre Rechnung an und Gott erfüllt seine Prophezeiung. Wenn die eine Lösung, und auch die verplagte Gewissen, ein großer Burg zu sein scheint, dann stauben mal ein Betrügen vor Gott. Wo kann ich hier raus? Gott seine Antwort fängt hier an. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Gott seine Barmherzigkeit geht nicht ladig zu schaffen. Er wird für die noch weiter den ersten Plan finden, kriegt so als er den für mich und Doris immer weiter funk. Aber, wenn wir auf einmal weiter auf unsere eine Weg abgelesen, mussten wir uns denken, jedes Mal weiter tragstellen, wo wir leiden zu fragen, Herr, was ist dein Weg? Er hat uns kein Mal im Stich gelassen.